Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Der Jan Vize hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Das weiss auch das Mal nur ich, Seraina. Seraina, Jawohl! was ist das wieder mal für eine Schnapsidee? Beziehungsweise hier in dieser Region vielleicht eher ein Fondant-Furz. Du gehst hier 30 Meter überhängend in die Garnerschlucht runter. Und damit du das nicht für nichts machst, habe ich dir unten etwas hergelegt, das du aufholen musst. Darum hast du auch noch Kollegen aufgeboten. Hallo zusammen. Ciao. Gut, dann schauen wir uns doch die Misere mal. Aber ich dich gerade instruieren. Siehst du, Jan? Siehst du jetzt selber, es ist sehr luftig, ist überhängend. Ist 30 Meter circa jetzt runter, gell? Bist du da? Wer hat das hier angeschraubt? Das haben wir hier zumal angeschraubt. Ja. Super, perfekt, top. Der höhere Spaß hat, hä? 13 Sterne, unser Wappen. Was ist jetzt los? Rot und Weiß. 13 Sterne ist das Wappen, 13 Sterne rot und weiß. 13 Sterne Herz Wallis, weil sie meine Heimat ist. Ei! Nicht im Ernst. Anti-Übelkeit. Dort, wo ich herkomme, von der Zürcher Langstrasse, solltest du eigentlich nie irgendwelche Pillen, die am Boden liegen, einfach so essen. Die Frage ist nur, für wen brauche ich das? Wahrscheinlich jetzt nicht, um da raufzukommen. Nein, definitiv nicht. Anti-Übelkeit. Ich habe mit dem Jan noch ganz andere Pläne. Solche, die ihn ziemlich an seine Grenzen bringen. Seraina, ja, die hat einen Plan, der nicht immer der beste ist für Jan. Ein Männlein geht im Wallis ganz still und stumm. Was hast du das Gefühl, was machen wir im Wallis? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es gar nicht mehr herauszufinden, sonst ärgere ich mich nachher nur. Wegen? Ja, wenn wir nicht das machen, was ich gedacht habe. Was du dir wünschst. Ja. Was du sicher brauchst in dieser Woche, ist eine grosse Portion Glück. Darum auch das berühmte Glücksschaf. Kriegst du das Walliser Glücksschaf. Man sagt ja auch, wenn man irgendwo ein bisschen Glück hat, ui, jetzt habe ich aber Schaf gehabt. Jetzt habe ich aber Schaf gehabt. Das ist dein treuer Begleiter. Nebst mir natürlich. Ja, ich brauche Glück. Jawohl. Das ist Vize übernimmt im Kanton Wallis. Kumpel von überall tun hier Baumaschinen ruckeln. Sie donnern auch von Matt. Die erste Herausforderung wartet schon. Und zwar das Zermatt. Du bist heute die Visitenkarte eines Hotels. Du weißt, es zählt immer der erste Eindruck und du bist zuständig, dass alle Gäste, die heute ankommen, einen guten ersten Eindruck haben vom Hotel. Und zwar bringst du sie vom Bahnhof bis in ihr Zimmer. Du bist der Portier. In so einem Klapp hier. Ciao, amigo. Ja, fast. Warum du Glück brauchst? Du kriegst nämlich einen nagelneuen Karren. Und der kostet etwas. Ja? Jawohl. Hallo. Der Vize. Genau. Ciao, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, tipptopp. Da haben wir ein neues Fahrzeug da, siehst du? Glatt neu, vor einer Stunde geliefert worden. Echt? Jawohl, dann fahrst du jetzt. Wie viel kostet so einer? Sechsstellig für Euro. Sechsstellig? Jawohl. Unter Also sechsstellig gibt es gar über nicht. 100'000? Über 100'000 Franken, jawohl. Ui. Hat das irgendeinen Haken? Geht es um Versicherungsbetrug? Will er wirklich, dass ich einen Schaden mache? Aber der hat einfach... Ja, der hat halt schon Sendungen von mir gesehen und hat gewusst, das ist ein Rennfahrer. Das tue ich dir jetzt zeigen, wie das geht. Okay. Ganz einfach.
Darf ich vielleicht noch Sinn machen, weil ich habe keine Ahnung. Langsam, mit Gefühl. Bremse. Ich drehe, musst du drehen. Ich habe den nicht zu früh eindrehen, weil Links schauen hier. das hätte ich zwar auch nicht gesehen. Voilà, gut geht das. Gut, haben wir da oben auch Rechtsverkehr, oder? Ja, halbwegs. Halbwegs. Jetzt nach links. Weil er ist so ein bisschen wie Autoscooter, aber mit echten Schäden. Gut, links nach rechts. Sind wir schauen. Geradeaus. Geradeaus. Ich habe nicht gesagt links, oder? Wenn ich nicht sage links oder rechts, fährst du einfach geradeaus, Das oder? hat sich so angefühlt. Jawohl. Thomas hat mir gesagt, wir dürfen nicht schnell über die Schwelle fahren. Was hat immer so Wellen drin, Ja. weißt du? Das nicht zu schnell fahren da drüber. So. Das macht einen höheren Spass. Und weiter geht's. Nie näher als einen Meter an die Leute hin. Oh, Scheiße. Lass den leben da. Jawohl, das ist gut. Ui. Und wir kleinen Buben sind wir dann am Brunnen sitzen, weil die Autos bis da dürfen anfahren, oder? Genau bis da, wo die Schiene ist, oder? Und dann sind immer die Türen zugeklopft. Dann haben wir immer heiden Spass gehabt. Dann haben die schon Spass Haben wir gehabt. Spass gehabt. Ja. Wieso war der Ton so lustig, oder? Ja, einfach, das wäre einfach der Spass gehabt, gell? Das ist ja wie beim Fahrlehrer. Du musst hier in die Kamera schauen, siehst du? Oh ja. Siehst du, da ist es genau drauf. Das ist sehr schräg. Ja, du bist eben schräg. Das Bild ist nicht schräg, du bist schräg. Ja, das ist ja so. Siehst, jetzt bist du gerade. Ja, immer mit Gefühl, Jan. Nicht wie... Hey, Ja. mit einer Frau hast du doch auch immer Gefühl, oder? Ja, die Also. hat sich auch schon beschwert. Eben, siehst du. Und stopp. Ich habe immer gedacht, der overperformt ein bisschen, weil die Wallis haben ja auch gerne Unterhaltung und ein bisschen Comedy. Aber noch habe ich gedacht, der ist ernsthaft besorgt, dass ich das nicht richtig machen kann. Fahrzeug sichern, Jawohl, zack. Gang raus, Handbremse anziehen. Handbremse anziehen, Und Kontakt. Kontakt lösen So ist es. Zack. Perfekt. und dann frisch und Jetzt munter steigst da du aus, jetzt steigst du aus, rausgehen. gell? Jetzt muss ich noch wissen, wie ich aussteige. Gut, Ja. Jawohl. also. Und Gut. jetzt? Jetzt kommen hier die Lifte. Siehst du? Wichtig ist Augenkontakt, oder? Dann bist du der wichtigste Mann, du hast den ersten Kontakt von dem Hotel bist du. Ja. Herzlich willkommen im Hotel La Cinebelle oder in Zermatt. Es freut uns, dass ihr bei uns seid, oder? Habt ihr eine schöne Anreise gehabt. Dann tust du das Gepäck abnehmen, einladen, oder? Gehst die Türen aufmachen und einsteigen. Jan, wo bist du jetzt? Jan, du bist der Gast. Ja, stimmt. Eben. Also jetzt, Gut. gut. Ansitzen. Voilà. Und nachher steigst du ein und dann fährst du los. Gut. Was ist die wichtigste Smalltalk-Regel? Smalltalk musst du einfach Die spüren. wichtigste Regel ist Gespür, aber nie zu nach dem Gast. Ja. Nie fragen, ist das ihre Tochter oder ist das ihre Frau oder wie auch immer. Weißt? Das darfst du nicht fragen. Alles potenzielle Fettnäpfchen. Voilà. Oberstes Gebot, Hotelbusiness, vor allem im gehobenen Bereich, ist die Diskretion. Ja, ich bin ein diskreter Typ. Drum kein Problem. .1811. Das ist nicht gelaufen. Wir sind heute arbeitslos. Ich habe mich gefühlt wie ein Fußballspieler auf der Ersatzbank. Der kommt jetzt rein, geht mir jetzt auf den Wecker. Der kommt für jeden Zug, grast da wieder alles ab. Hallo, Gina Bell. Das hat mich innerlich aufgefressen. Das da bringt gar nichts. Da kommt jetzt in den Kofferraum. Dort schmort es jetzt, bis liefert. Hier! Herzlich willkommen hier bei uns in Zermatt, 1620 Meter über Meer.
dem Himmel ein Stück näher. Warte, kommen wir doch gerade zu meinem neuen Mobil. He? Diskretion ist für uns das oberste Gebot. Noch nicht schön auf. Dein Glücksbringerli, oder? Ja. Hätte nicht ich müssen das Gepäck aufladen, schon, normalerweise. Das finde ich gar nicht gut. Wir haben hier automatische Lichtschranken. Da wird es gerade hell, wenn ihr reinkommt. Cool. Ja, das ist schön. Da ist jetzt ehrlicherweise gar nichts gelaufen. Ich habe jetzt eigentlich 2,5 Stunden auf euch gewartet. Okay, das klingt streng. Ja, kein streng. Es ist einfach mühsam, wenn die Gäste nicht zur richtigen Zeit ankommen. Der Thomas. Diskretion, Diskretion. Sehr einer bisschen Unterhaltung. Und auf einmal ist mir der Thomas abgerutscht. Und ich habe alles vergessen, was er gesagt hat. Wollt ihr eigentlich direkt zum Hotel oder wollt ihr noch irgendetwas erleben? Was könnten wir denn noch erleben? Ja, ich kann euch noch irgendwie so einen Teppichladen bringen oder so. Das ist okay. Ja. Ich schnarre jetzt sowieso schon viel zu viel. Mein Chef hat mir gesagt, nur das Nötigste. Ja, normalerweise ist der Patrick, der viel redet. Ja, wenn er so viel redet, bin ich ein bisschen ruhiger. Ah, du bist der Patrick. Ja. Und du? Und ich bin der Jan. Der Jan. Und mit dem, oh Achtung, jetzt muss ich rekuperieren. Wo sind wir stecken geblieben? Patrick und Marco. Marco, ups. Und ihr sind Geschäftspartner. Nein, gar nicht. Das darf man gar nicht fragen. Er hat mir aber auch gesagt, ich muss Smalltalk machen mit den Gästen. Und Smalltalk und Diskretion sind halt manchmal schon ein bisschen wie Katz und Maus. Das beißt sich ein bisschen. Geschäftspartner. Kann man so sagen, ja? Kann man so sagen. Kann man so sagen. Jetzt kommt das Schwierige. Ja, jetzt müssen wir hier hinter Ski einparkieren. Sind wir da richtig? Ich habe so eine Rückfahrkamera, aber die kann ich irgendwie nicht richtig bedienen. Sieht gut aus, kann ich gehen. Da auf der rechten Seite sind wir auch gut. Wow. Hoppa! Hey, das war jetzt die erste. Hau mal ab! Ah, sorry. Ich rede mit dem Blinker. Dann dürfen Sie mir einmal folgen. Sehr gern. Kann ich jetzt mit? Da wir im gleichen Lift wie Zum dir. Lift, komm her. Komm ja, ich zeige dir wie. Sonst ist ja noch für ihre bei uns. Fahren, perfekt. Stopp. Fahr. Jetzt wieder diskret hinten angehen. Fahre ich jetzt mit dem Wagen rein oder bleibe ich da? Habe ich mich gerade gefragt. Rein? Nein. Da ist gut. Also gut. Ist das dir, Patrick? Das ist mir, vielen Dank, Jan. Dann das gehört dir. Das Braune gehört auch noch dir. Sehr gut. Vielen Dank. Du, dann hat sich sehr gefreut. Ja, danke. Kannst du mit dem Zimmer arbeiten? Hey, das ist super. Ich glaube, da lässt sich Leben führen. Sehr gut. Sehen wir uns morgen wieder, oder? Es war eine Freude, dass du mein Gast warst. Vielen Dank für die tolle Fahrt. Danke. Dir auch. Ciao. Tschüss. Zu. Ich würde ja sagen, ich bin wie gemacht für den Job. Mal schauen, ob das mein Chef auch so sieht. Oh, Thomas. Jan, ja. Das hast du tipptopp gemacht. Ausgezeichnet. Ich könnte es nicht anders sagen. Jawohl. Ich stelle dich gerne gerade so vor dich. Oh, Jawohl. Thomas, Kannst sofort bei mir anfangen. Ich spucke ja selten große Töne, aber ich habe das Gefühl, ich wäre absolut für das geboren. Du bist der Topmann für das. Ja. Talentiert, oder? Kommunikativ. Ja, perfekt. Thomas, danke vielmals. Schluss. Da hast du dein Baby zurück. Danke vielmals. Ich brauche auch so einen. Ja, so ein Wagen, gell? Ja. Also gut, der Thomas hat ja schließlich das letzte Wort.
Challenge bestanden. Am nächsten Morgen schickt mich Seraina an den Bahnhof. Ich soll in den Zug Richtung Visp. Und ich habe immer ein gutes Auge, wo der Partywagen ist. Guten Tag. Guten Tag. Hello, how are you? How are you? Wie geht's euch? I'm very Mir geht's sehr gut. You look good Du too. siehst auch gut aus. The only problem is Mein Problem ist, ich weiss nicht, wohin es geht. They never Weil mein tell Team me sagt es mir einfach what's the nie. next stop. So welcome on board then. Thank you very much. Live on TV. From Singapore. We are from Singapore. We're from Singapore. Everybody's from Alle sind von Singapur. We're from Singapore. Next time you have Das nächste Mal müssen wir in den Kanton Thurgau kommen. Dort ist alles wunderschön. Yeah, the rest of the Den Rest von der Schweiz kannst du eigentlich vergessen. Nein, natürlich nicht. Ist da noch frei? Thank you very much. Oh, es ist heiß. Die Schweiz ist heiß. So Haben Sie auch Freude an dieser Reise? Yes. Me too. Ich auch. The show is Meine Sendung heisst «Fitze übernimmt». Sick. übernimmt. Oh, okay. Yupanim. Ja, exactly. I love visit Yupanim. Jen. Bye bye. Ciao zusammen. Ciao Singapur. Oh, yeah. Oh, danke. Ich vergesse immer etwas. Bye. Da meinst du, ja, fälschlicherweise sie sagen ein bisschen zurückhaltend Asiaten, oder? Aber die sind viel euphorischer wie wir Schweizer. Machst du Fischlinie heute? Ich fahre jetzt Fischlinie. Okay, kann ich mit dir mitfahren? Stimmt ab, ja. Danke, Anton. Gut, ja. They say, don't swim in dark waters. Don't tell me what to do. But it's only when the current gets stronger you learn how to be. Jetzt viel heute. Irgendwer kommt mir der bekannt vor. So? Ja. Sie hat einen kurzen Moment zu lang geschaut. Und dann hat sie eigentlich schon verloren gehabt. Willst du da sitzen? Du bist mein heutiger Interviewgast. Cecil und ich? Ja, wir sind ja dort 10 Meter Unterstufen, aber dann bist du, glaube ich, weggezügelt, oder? Ja. Aber was sind denn hier für ein lustiger Verein? Senioren SAC. Genau. Seid ihr das nicht? Sind das solche, die nur noch mit dem Bus gehen wandern, oder was? Willst du eigentlich? Danke, ja, da ist ein Null. Okay, sonst jemand? Ja. Keine Ahnung, was es ist, gell? Wenn es zu fest reinhaut, dann... Aber ich habe heute schon 5 genommen und ich spüre nichts. Und es steht Anti-Übelkeit. Und es sagt einen Hinweis auf die nächste Geschichte. Kannst du mal meine Kollegin fragen, wo ich als nächstes hingehe? Sie sagt es bei mir nicht. Nein, du musst sie fragen. Da, die da hinten. Das ist Zelena. Ja, die. Drei gut sehen. War nicht so gut. Die haben ein Ja, gang doch. Das ist besser. Hörgerät. Nicht hören da. Nicht beschissen. Nein, Nein. da ein bisschen rasten. Also, er hat ja Anti-Schlecht-Tabletten, oder? Weil er ist Co-Pilot bei einer Rallye in Wallis. Also er muss ein Autorennen fahren. Was sagst du? Hä? Ich wusste, jetzt kommt irgendein gröberer Seich. Wohin gehen wir denn? Den Ort darfst du sagen. Ja. Martini. Habe ich recht verstanden. C'est français, hein? Tu es un copilote Non, bei einer Rallye du Valais. non, Oui, non. oui. Gib Gas.
No. Oui. Dann gehe ich jetzt auf Martini. Euch viel Spaß. Viel Spaß, gell? Es ist... Tschüss. Ciao, Sessi. Ciao. Die Vorfreude hält sich in Grenzen. Beziehungsweise ist inexistent. Das Wetter zu Martini entspricht etwa meiner Laune. Aber was soll's? Ich bin nicht der Typ, der einen Rückzieher macht, bevor ich es nicht wenigstens ausprobiert habe. Also mache ich mich auf die Suche nach dem Erwin. Er sei mein Pilot. In meinem ganzen Leben hatte ich irgendwie 2 Autos, einen Fiat Panda, den ich früher von meiner Mutter geklaut habe, und einen VW Transporter, den ich zu einem Campingmobil umgemodelt habe. Also ich habe mir nie etwas aus Autos gemacht. Bis zum heutigen Tage. Darum geht jetzt da nicht irgendein Bubentraum in Erfüllung. Im Gegenteil. Das ist schon wahrscheinlich, hä? Du bist mein neuer Kumpel. Ja, ich weiss es, aber erst seit kurzem. Bist du der Erwin? Ich bin der Erwin, ja. Freut mich. Jan, freut mich. So ein Abenteuer starten. Ja. Ich bin der Dominik, du darfst meinen Job übernehmen. Ah, ich wollte nämlich gerade fragen, was ist mit dem eigentlichen Co-Pilot? Der eigene Co-Pilot. Ich gehe morgen auf Saarland das Rallye fahren mit meinem anderen Fahrer. Aha. Wir kämpfen dort um eine Meisterschaft, wo wir, wenn es gut läuft, können Vizemeister werden. Deutschland oben. Okay. Darum darfst du meinen Job übernehmen. Ich freue mich ungemein. Schon immer mein Lebenstraum war, mal mit einem Helm in ein Auto hineinzuhocken. Und dann noch Schnorren dazu. Ja, ich weiss nicht, ob ich da Ihnen noch gross etwas erzählen werde. Oh, da musst du viel erzählen. Das muss ich an. Ah, ja, da wäre mir eigentlich lieber. Ich habe ehrlicherweise wirklich ein bisschen Schiss. Schon ein bisschen? Ja, Du bist also, ja eigentlich viel. Also, Ja. Das hätte ich eigentlich schon nicht gern, oder? Du hockst einfach nebendran. Der links macht alles. Wenn es der verkackt, dann... Tschüss. Ich habe es eigentlich so markiert. Oben habe ich grün den Titel, was für eine Prüfung ist. Also vorne ist immer, was die Distanz ist, die 50 Meter. Der Licht rechts voll, 80 Meter. Kuppe, Licht rechts voll. Kuppe, Achtung, einen Job drehen. Du musst wirklich schnell lesen, du musst springen. Okay. Ja, sonst musst du schnell lesen. 50 Meter, 80 Meter, da geht ja dann schnell vorbei. Genau. Du musst eigentlich immer eine Kurve voraus sein. Und wenn du merkst, jetzt hast du genug Zeit, dann kannst du die Kurven eigentlich noch mal wiederholen. Bevor ich gewusst habe, was ich für eine Aufgabe habe, habe ich gedacht, es geht einfach nur um Angst. Und dann ist aber auch noch Druck hinzugekommen. Dann habe ich gemerkt, okay, ich muss sogar noch ernsthaft performen in dieser nicht lebensbejahenden Situation. Das Rennen ist zum Glück erst morgen. Heute haben wir Zeit, die Rennstrecke abzufahren, damit ich mir die nötigen Notizen machen kann. Also da ist morgen der Start. Licht rechts voll. Oh, verdammt. Was Licht? Rechts voll. Voll. 80. 80. Licht rechts voll. Licht rechts voll. 80 beim Haus. 80 beim Haus. Licht links. Licht links. Achtung, sofort Brems. Achtung. Sofort Stopp. Du musst parallel raus schauen, auf dein Blöckchen schauen, dich nicht verschnurren, Hieroglyphen entziffern. Und das alles noch mit grösster Angst. Spitzkehre links 280. Spitzkehre. Was? Rechts 2? Links 280. Also zuerst rechts 2. Oh, fuck. Aber hast du, glaube ich. Muss ja zugeben, glücklicherweise hat mein Berufskollege Dominik mir da auch schon die Notizen gemacht. Vielleicht nehme ich dann lieber die, hä?
Ich glaube es. Sollen wir nach denen fahren? Ja. Sie haben heute noch etwas zum Üben. Weil, zum Beispiel da, wenn es rot unterstrichen ist, dann musst du es schnell sagen. Da musst du sagen: 100, Hauslicht links, sofort in Brems, Spitzkehre, rechts 3 bis 220. Super. Ja, du musst auch aufschauen, schauen, wie schnell dass du das musst sagen. Dass du mir einfach immer eine Kurve etwa voraus bist. 50, links 4 bis 3. Genau. In rechts 290. Genau, das fährt jetzt ein bisschen zügiger, Da ist oder? jetzt der links 4 bis 3 und der geht gerade in eine Rechtskurve. Der macht jetzt hier ein bisschen zu. 2, 90 Dann geht Grad. wieder ins Rechts. Und dann gehen wir in leicht links voll. 50, links 5. 50, rechts 93. Ja, du solltest einfach nicht die falsche Angabe machen, weil sonst landest du im Wald. 50, links 3, in rechts 4, 90. 50, Achtung, Brems, Spitzkehre, rechts 280. Das nützt nichts, wenn man da so ein bisschen locker in einem PW hockt und ein bisschen die Abkürzungen vorliest. Ja, da habe ich sofort realisiert, ich muss die Situation simulieren. Serena! Ha? Ich brauche deine Hilfe. Wie? Rein, los. Mütze auf, das ist ein Helm. Was gibt das? Ich habe gemerkt, heute, als ich sie zu klinischen Verhältnissen geübt habe, das nützt nichts. Man muss den Ernstfall simulieren. Und wichtig ist, es lärmt immer ein bisschen. Das Ding ist, in dem Wagen ist es enorm heiß. Darum brauchen wir da Hitze. Sehr gut. Und Luftfeuchtigkeit. Und das ist für den Helm. Und jetzt leider nichts Besseres. Headset. Du musst auch noch Kopfhörer runter tun, bitte. Du, sonst hörst du nichts gut. Und dann leider haben wir morgen auch noch mit Regen zu kämpfen. Darum gibt es jetzt hier noch kalter Regen. Das bitte nicht nachmachen. Ich weiss, nie den Föhn in der Nähe von Wasser laufen lassen. Ausser man ist Rennfahrer und riskiert sein Leben. Licht rechts voll, in 100. Licht rechts voll, in. Licht links voll, in. Licht links voll. Kuppe, geradeaus voll, Neige. In 100. Beim Haus, links, Licht links, Tolle. Mulde. Mulde. Beim Busch, Licht, Finks. Links 6, in rechts 5. Achtung, Bremse, Spitzkehre rechts 280, in links 4, 90, links 5, in rechts 4 bis 5, Welle. 50, Ziel in rechts 5. Schafft. Gratuliere. Aber ich würde sagen... Gut, kannst du es. Ah, das ist aber nett. Danke. Flott. Flott. Danke für die Unterstützung. Sehr gerne. Holst du dir mal den Erstplatz? Ja. Als ich dann wirklich im Dunkeln ans Rennen gelaufen bin, habe ich zu 1% Vorfreude verspürt und 99% Angst. Hoi, Erwin. Jan, hoi. Hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, ich dachte, ich wälze mich dann von links nach rechts und so, aber ich habe eigentlich geschlafen wie angezogene Handbremse. Ah, gut. Ja, gut. Ist besser wie erwartet. Du? Super. Ich fast auch. Nicht wichtiger. schlecht geschlafen. Ja. Tipptopp. Ja, Nicht schlecht ist nicht gut genug. Ja. Und wir haben unser Ziel, das wir angehen wollen. Gehen wir etwa so Mitte der Startenden. Wenn wir ein Stückchen etablieren, wäre das super, oder? Der Erwin hat natürlich noch sportlichen Ehrgeiz und will jetzt noch das Mittelfeld fahren. Am Auto soll es nicht liegen. Das ist mehr als parat für den neuen Co-Pilot. Alright, oh. Das ist schon besser, oder? Das Geschmäckchen da rein, ja. hä? Das ist ein Parfüm. Oh. Oh, schau mal. Fein, hä? Dann machen wir das jetzt wirklich. Ja, wir haben für das geübt. Ja. Wir haben uns lange vorbereitet auf den Moment und jetzt ist er da.
Ja, für einen kurzen Moment habe ich mich gefreut, als ich das Auto gesehen habe mit meinem Namen drauf. Es hat wirklich so richtig echt ausgesehen, als bin ich einer von denen wirklich durchgeknallten, der irgendwie bei Eurosport kommt. Und plötzlich geht es schnell. Wir fahren mit dem Rennauto Richtung Auxerre, zu der legendären Rallye du Valais. Ist da schon der Stau? Ja. Und auf einmal waren wir irgendwie an dieser Startlinie, ohne dass ich es realisiert habe. Weil auf einmal hat er gesagt, schau, da vorne, das ist jetzt da unsere Uhr, jetzt ist da noch 20 Sekunden. Und dann wirklich voll Karacho auf die erste Hurenkurve. Dort liegt rechts voll, liegt links voll, Gruppe und nachher geht's runter. Ich liegt rechts, ich liegt links 6 bis 5. Achtung, stopp. Serie rechts 3 bis 220. In links 6. Der Erwin und ich rasen bei Nässe mit einer Spitzengeschwindigkeit von 146 durch die Gegend. Anfühlen tut sich aber wie 350. In rechts 4. Sieht Uhr liegt links voll. Dann der Körper so signalisiert, Achtung, Todesgefahr. Dann kratzt der Kurve, dann bist du wieder komplett happy. Geil, ich lebe. Nächste Kurve, Todesgefahr, ich lebe. Rechts, Lehrer, rechts 2. Jetzt haben wir zu der Schikane, liegt rechts, durch, in links 5, liegt rechts und Gruppe. Oh, okay, das Ziel in rechts 5. Oi. Scheiße, sorry. Ich habe noch nie so viel Angst in meinem Leben. Aber auch noch nie so einen Adrenalinschub. Denk mal was. Du fahrst wie eine Niere. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oi. Und jetzt, dass es gar nicht abgeht. Ja, das ist ich bin komplett durch. Total verspannt. Sicher? Ja, so etwas habe ich noch nie erlebt. Machen wir Shake Hand noch mal in dem Film. Erwin Shake Hand. Danke. Zeit 10 Minuten 22 Sekunden. Horrortrip. Jan, wie lebst du? Oh, der ist wahnsinnig. Der ist definitiv wahnsinnig. Eben nach 3/4 vom Rennen habe ich komplett die Orientierung verloren auf meinem Map. Den habe ich nie mehr zurückgefunden. Dann hat er mir eigentlich vorgesagt. Ich kann es auswendig, zum Glück. Wer hat da so Lustschrei abgelassen? Er ist so richtig in Form gekommen. Am Schluss ist er dann ein bisschen rausgefallen, aber ich sage jetzt 2/3 hat er super gemacht. Am Schluss bin ich nur noch blind gefahren. Ja. Hat es cool gemacht, wirklich. Ich freue mich auf meinen Rücktritt heute Abend. Und der kommt fix. Das mache ich genau einmal in meinem Leben und nie mehr wieder. Vorher gibt es aber noch einen Boxenstopp im Erwin seiner Teamkantine. Einen guten zusammen. Einen guten miteinander. Hallöchen. Hallo. Du musst Sarah sein, oder? Die Tochter von Erwin. Jan, freut mich. Und der Freund. Genau, der bin ich. Dimi. Weißt du eigentlich schon, ob wir brilliert haben? Oh. Marco. Du, ich muss gerade mal schnell schauen. Vorher war er noch nicht drauf. Wir haben wir Platz 14. Einfach ist etwa in die Mitte vom Feld, oder? Mhm. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, Jan. Wir hätten die beste Zeit. Was? Wir hätten die beste Zeit. Dass du das gemacht hast mit dir. Danke. Vor dem Rennen habe ich noch gesagt, ich werde nicht bluffen. Weil ich so Angst habe und es eigentlich nicht machen will. Ich werde dafür nicht bluffen. Wenn ich das Heil als Ziel schaffe, ich werde nicht bluffen.
Aber jetzt glaube ich, ja, vielleicht ab und zu ein bisschen. Für mich ist es keine Überraschung. Ich habe nie mehr Sekunden gesehen, wo man noch in einer Kurve rausholen konnte. Wirklich nicht. Ich bin völlig geflasht, also wirklich geflasht, dass wir zwei zusammen bei diesem Event eine Bestzeit fahren können. Also das ist ein Wahnsinn. Hey, ich kann dir nur mal gratulieren. Erwin, jetzt glaube ich es allen, du bist eine Legende. Das interessiert jetzt nicht nur mich und mein engeres Umfeld, sondern das hat eine größere Tragweite. Und darum bin ich dann auch sofort an die Öffentlichkeit. Guten Tag miteinander. Welcome everybody. Buongiorno a tutti. Ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich meine Karriere als Co-Pilot, Rallye-Co-Pilot nach reiflicher Überlegung per sofort beende. Ich habe in diesem Sport alles erreicht, was es zu holen gibt auf meiner Stufe. Und ich wollte immer auf dem Höhepunkt abtreten. Ich wünsche meinem geschätzten Kollegen Erwin Keller, der Legend, alles Gute. Ich hoffe, dass er einen talentierten Ersatz-Co-Piloten wiederfinden kann. Ihr könnt jetzt klatschen. Bravo, bravo. Für den Wunderbar. Es tut mir sehr weh im Herzen. Ich verliere aber es ist als Top-Navigator. Ich glaube, es ist richtig. Danke für alles, Erwin. Gern geschehen. Ja. Nach dem grossen Erfolg und einem schmerzlichen Rücktritt von Jan ziehen wir weiter. Das Margin findet nämlich genau jetzt die Raclette-WM statt. Und die können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir sind da tatsächlich an der Raclette-Weltmeisterschaft. Es ist kein Witz. Nein, es ist kein Witz. Championnat du monde de la Raclette. Bevor ich vor Aufregung fast verlaufe. Jawohl. Was mache ich da an der Raclette-Weltmeisterschaft? Es gibt eine Käserei aus Bitsch. Die sind da. Die sind schon bei der letzten WM dabei gewesen. Die haben am Samstag 750 Raclette gestrichen. Und das Zweite. Ja. Wir brauchen Hilfe. Ja. Du wirst zum neuen Streicher und das Ziel ist, 751 Raclette rauszulassen. Ça marche? Oui, oui, ça marche. Ich habe fest damit gerechnet, ich lande in der Jury. Aber ja. Habe ich halt gedacht, jetzt werde ich der beste Streicher. Hallo zusammen. Hier kommt Unterstützung. Bonjour, enchanté. Ja, der? Ja, der. Für erfolgreiche Challenge. Ja, Nicolas. Danke fürs Danke für die Gastrecht. Unterstützung. Das war ich so. Ab morgen um 10 Uhr schon noch gerne ein Ballon Fondant zu sich nehmen. Das hat sich jetzt da schon eher bestätigt. Ist das eigentlich das richtige Raclette? So wie wir in der Deutschschweiz machen, da mit den Scheiben und den Schälchen, ist nichts? Nein, das ist im Wallis nicht erlaubt. Das ist verboten? Genau. Okay. Einspannen, runter, 2 Finger breit, ja. Jetzt ist der heißer runter. Der Chef höchstpersönlich führt Jan in die Arbeit vom Racleur ein. So ist es gut. So ist es gut. Ja, den musst du wirklich rausnehmen. Rausnehmen. Ich mache meistens einen leichten Anstrich unten an. Und dann nachher von hier. Sagen wir. Nach dem zweiten, dritten Anstrich, wie hier, dem sagt man Klosterfrauen, kann man die hier mit der scharfen Seite vom Messer nachnehmen und hier drauf servieren. Gut. Kann man schicken. Ups, dann machen wir das rundum. Dann gerade in die linke Hand. Dann mache ich immer zuerst ein bisschen da holen und dann. Nein! Ja, es war ein bisschen zu wenig Druck. Jetzt tun wir noch einmal nachschaben. Ja. Dann Klosterfrau hat es nicht viel. Bonjour, madame! Bonjour! Un petit raclette! Oh oui, Oui. merci beaucoup! Vous voulez un raclette? Deux. Allez, parti.
Le pastèque, c'est ici. Raclette. Oui. Genau, voilà. Il vient. Apfel. Äpfel, so kommt, jawohl. Zack. Jeder Handgriff muss sitzen. So. Tipptopp. Une fois. C'est du fromage extraordinaire, hein? Le mieux de tout le Valais, de toute la Monde. Wir sind ja da bei der Weltmeisterschaft. 30 secondes. Oui, maintenant, oh, j'ai oublié le potato. Non, c'est le pomme de terre. C'est la première fois pour lui, ça, alors. Bon appétit. Ja, der Nikolaus ist schon immer ein bisschen nervös neben mir rumtänzelt. Ich habe immer gedacht, hey, chill's mal. Zubereitung, da kann man noch ein bisschen dran feilen. Aber mit dem Ballast. An dem Käse habe ich recht viele Tee. Nein, das tut mir leid. Wie geht's das machen? Das kannst du mir geben, das tun wir noch. Ja, kannst du das schnell? Ja. Ja, er hat die Aufgabe wirklich unterschätzt. Am Anfang sieht es einfach aus, wenn er noch schön geschnitten ist. Und dann, wenn du einmal den falschen Winkel fährst, bist du wirklich ab der Piste. Wir machen dann nachher noch mal einen Neustart mit 2 frischen Käse. Wahrscheinlich war der Käse korrupt von Anfang an, gell? Der Nikolaus hat den korrupten Käse jetzt austauscht und vertraut mir so fest, dass er sich verabschiedet hat. So, wie viel haben wir schon verkauft? Heute, also, schau mal. 790 haben wir gemacht. Echt? Ja. Ja, warte. Das ist der Ja, Racleur groß. Genau. Ja, mein vorgegebenes Ziel war, dass wir irgendwie über 750 Raclette-Portionen verkaufen. Haben wir dann auch geschafft, aber das war ja gar nicht mein eigentliches Ziel. Mein richtiges Ziel war, ich wollte in die Jury. Und wenn ich es halt schon nicht in die Jury selber reinschaffe, wollte ich wenigstens wollen, dass mein gestrichener Käse dort prämiert wird. Ja, jetzt wird man den Keim noch verschifft. Das ist ja eine rechte Party hier. Oh, ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Kannst du mal probieren? Ist das gut? Oui. Wir haben jetzt den Präsidenten On va pas aller loin, là. On va pas aller loin, là. Non, tu peux retourner en Suisse allemande, là. Der ist eben doch nicht von der richtigen Jury und hat darum keine Ahnung. Aber jetzt bin ich am richtigen Ort, oder? On peut pas me manger. Non, dedans on peut pas manger. Mais ils doivent manger mon fromage. Parce que je veux devenir le champion du monde. D'accord. Mais vous pouvez dire que vous êtes la jury. Madame, chut. Ok. Merci. Sie haben gesagt, Sie haben schon lange auf mich gewartet. Und Sie sagen, wo bin ich jetzt endlich da? Merci beaucoup. Und das ist mein Moment. Man versteht es akustisch schlecht, darum übersetze ich. Die Jury sagt, ich hätte alle anderen Racleure weggestrichen. Darum klatschen sie. Ich habe dann den Weltmeistertitel bekommen. Und konnte dann mit dieser Medaille mich noch ein bisschen präsentieren in dieser Meute hinein. C'est le champion du monde de la raclette du monde! Merci. Danke, habt ihr zugeschaut. Das war von Vizeüberleiter im Kanton Wallis. Wir sehen uns nächste Woche wieder dann im Kanton Bern. Okay. Maintenant la fête. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».